Und dann begrüßen dich ganz herzlich heute Morgen bei dieser Pressekonferenz, wo wir dann noch von unserer Seite wollten, die politische Rentrée ein bisschen anlauten. Wir haben ein Jahr hinter uns voller schlechter Entscheidungen und katastrophaler politischer Kommunikation für Seite von der Regierung. Ich meine, das zählt ja schon nichts Neues. Die Regierung will Mesuren umsetzen, die gegen die Interessen von den schaffenden Leuten gehen. Dabei huet ze autoritär sich gewesen an se huet gewesen, dass awer go net Dialog oder Kompromiss bereders. Dat hue gesinn an Attacke gen Kollektivvertrag, Liberalisierung von den Arbeitszeiten an den mittlerwe berüchtechten Pensionsdossier. An dann als Regierung awer überrascht van Leute schweren a wanns op Stroß gin. An Resultat dat gesimmer lo mittlerwe an de Sondage und Leute vertraue méi an Regierung a allem CSV an de Premier Lü Frieden die stierzen ball of an de Sondagen. Op der anderen Seite mir als die Lenk mir hun gefehl mir hun bisssen de Wand an de Segelen. Zu mengen an de Sondagen sie mir prozentual gesinn de gräste Gewënner. Kann ich natürlich so ja aber okay das Sondage an wann ich vu net viel stocht an prozentual heich mir mehr hun einfach gefiel dat das net just weil mir lo als Kap viel an den Zeitungen an der Tele wäre mir gesinn hat schon ein bisschen als Konfirmation von eiser Abcht an den lachten an den lachte Main an den lachte Joren wo mehr konsequent op der Seite von de Gewerkschaften von denen schaffende Leute waren an wo mehr für allem auch Akzenter gesagt hun. An de Pensionen hun mir schon fir hun méi wie engem Joer als Proposen op den Dëch gelöscht fir eng gerecht an eng nohalteg Pensionsreform, also de Kontra quasi von dem wat lo Regierung proposéiert. D'Unerkennung vum palästinensesche Staat, dofir hun mir schon seit 2009 agesat, an Orlo waren mehr konsequent aktiv géint den Genozid am Gaza. Derschreibung vom Recht op Aufdreibungen als Verfassung, dat jo wann alles gut lebt an den nächsten Mainkind Realität gehen, dat geht ein Initiativ von eiser Seite aus. Dat gesagt wir bestimmen als die lenkte politischen Agenda mat, aber wir konkret Proposen für die große Herausforderungen hier am Land umzugehen. Aber auch nicht so, mir auch intern um eine neue Dynamik. Wir haben viel Memberen an der letzten Zeit beikret, vor allem viel neue Jung. Memberen an die sich auch direkt engagieren. Und wir waren immens stark präsent an den letzten Mobilisierungen. Ich meine, natürlich den gesehen, sowohl an den Palästina-Manifen wie den 8. März, aber vor allem natürlich auch auf der großen Gewerkschaftsdemo am Juni, wo wir ein paar hundert Leute an unserem Block hatten. Es gesagt also, wir sind am Aufwand, an den Elan will man auch nutzen, für an das neue politische Tür ranzugehen. Als Prioritäten, ob denen mehr wollen, die nächsten Main für allem schaffen, das sind auch die Sujets, die die Leute umtreiben. Auch da hat gesagt in der Sondagen, was die realen Probleme von den Leuten sind, das ist nämlich das Logement, das ist die Sozialsicherheit, da fallen Pensionen drin, aber auch Arbeitsbedingungen. Ich meine, nicht mehr spät wie gestern aus dem Panorama Social von der Chambre des Salariés präsentiert gehen, wo ich gesagt dass die Inegalitäten weiter klammen. Auch darüber werden mehr aktiv schaffen. Und dann den anderen Dossier, worüber wir natürlich auch fertig schaffen, das ist Militarisierung, wo wir quasi die einzige Partei sind, die sich gegen die gäckische Abrüstungsspirale ausschwätzt. Auch für uns als Sicherheit wichtig, selbstverständlich, Sicherheit von den Leuten hier im Land, Sicherheit vom Land. Aber wir verstehen auch, dass viele Leute Angst haben und verunsichert sind. Ich meine, das ist ganz verständlich in der aktuellen Situation, wo wir sind. Wir sind aber überzeugt davon, dass in Sicherheit nicht garantiert, an dem ein Plan einfach immer mehr investiert an eine Abrüstungsspirale ohne eine reale Strategie zu haben. Der Gegenteil ist eigentlich der Fall, weil wenn so an die Abrüstungsspirale investiert, gehen da fehlen so andere Plätze und dadurch ist eigentlich eine Gefahr für die soziale Kohäsion am Land und für die Sozialsicherheit von den Leuten, die hier am Land leben. Und das war ein bisschen die Introduktion an den Marc, den André, und den David, die werden ein bisschen dabei politische Prioritäten angehen und ich gehe dann David wird. Merci Carol. Ja, Carol hat justement von der treibender Militarisierung geschwärzt an die Depensen, die auch heute zu Lützeburg unbekannten Hechten erreicht an einer Zeit, wo dann auch öffentlich Gelder massiv an die Waffenindustrie fließen sollen. Darum geht es ja, herrscht ja auch Recht vom Stärkeren. Und das haben wir ja auch ganz klar an anderem am Fall von Gaza gesehen, wo man einerseits zurückkommen aus sich von kolonialen Reflexen,
bei bestimmte politischen Eliten erkannt hun an andererseits eng total respektlosigkeit vis-à-vis vom internationale Recht Gaza als sech Sinnbild iwwer Tragedie raus Sinnbild vun der Ungerechtigkeit dat erklärt och die weltweit massiv Solidarität vun de Mënschen mat Palästina den Unterstützer vun der israelischer Politik sie minoritär me sie gehören zu den dominante Schichten innerhalb vun der privilegierter erweiser Welt. An das grad die Welt, déi den droit international entweder net respektéiert oder net eesthëlt oder jeno an dat sech dat schlimmsten jeno Interessenslach oder Gusto interpretéiert. Mat enger tragischer Verspätung wo fir kurzem 9 europäesch Länder dorenner Lützeburg de Stadt Palästina unerkannt no dem schon iwwer 150 Länder weltweit schon gemacht hun op andere Kontinenter. Dat das 11 Joer geschiet no dems eng Moioun vun der Chamber op d'Initiativ vun déi Lenk fir d'Unerkennung vu Palästina ugeholl gouf. An Login net weiterhin nach Prioritäten. D'Aktualitéit geht immer mi séier weiter lo an dem Dossier, méi natilech de Stopp vum Genozid a Gaza. Bon. Du muss mal lo gucken, ob de Waffestillstand dann noch weiterhält, dat hoffen wir all, weil mir auch gesinn auch zu Gaza sind Leute, die freuen sich endlich können wenigstens nicht mehr in Bombenteppicher zu schlufen. Aber wir hoffen, dass das weiter wird halten und dems auch Geiseln befreit goufen. Dafür ist noch immer bei weitem nicht drüber. Es braucht noch eine reelle Souveränität für die Palästinenser an. Do geht den Trump-Plan net aber go net an die Richtung, dat schon bald ironisch, dat den ehemaligen Premierminister vom United Kingdom do soll eng Art Gouverneur Statthalter spielen, also si immer imsre zum britischen Mandat quasi, dat das kein gesunder Approach an ich glaube kaum dadurch Palästinenser dat werden op Dauer auch supportieren zu muss von Gaza zu einer Riviera gëtt an wann. Und das ist auch wichtig. Wir haben gesagt, der Krieg hat ja nicht 7. Oktober angefangen, noch für drin. Der Stopp von der Kolonisierung von der Westbank, von Cisjordanien, die das Existenzrecht von Palästina vorstellt, weil wir kein Palästinenser mehr da sind, hat die Anerkennung vom Staat auch keinen Sinn gemacht. Der Druck muss dafür weiterhin auf hohem Niveau gehalten gehen, weil wir wissen, was für ein gefährlich Fanatiker noch immer an der israelischen Regierung aktuell sitzen. Dafür kommen wir nicht leicht Sanktionen, wann in den Druck weiterhin abhalten. Natürlich auf europäischem Niveau, aber natürlich auch auf nationalem Niveau. Da hatte man schon eine Question parlamentär gestellt und da ist auch eine Antwort gekommen, die am Mitan das. Und natürlich auch den CSSF. Niveau wat d'Obligationune vun Israel ugeet. Mi hunn dofir och eng Ör d'Aktualité dozo gefrot chafir hun iwwer enger woch, die werd dann noch dës woch an der Chamber behandelt ginnen donnerchten. Ech meng do gët vieles ze diskutieren, vieles ze schwätzen noch wann d'Aktualitéit wirklich permanent weitergeht. Et gëtt een andere Sujet manner tragisch natierlech. Trotzdem für Lützeburg a fir großen Deel vom Volk wichtig auch wo mir der Meinung sind, dat ganz sehr soll gehandelt gehen an das de Logement. Ich den Eindruck, dat a letzter Zeit nicht so viel drüber geschwärzt goufe, weil auch einer Sujet am Vordergrund waren, mit bleibt weiterhin die echt Hauptsuch von den Leuten. Den Handlungsbedarf ist riesig. Wir wissen das, und das auf 2 Niveauen. De Bau an den Opkauf vun öffentlichen Wohnungen an Dasetzen vun eng Loiesdeckel, wat Loien ennech das net ze bremsen sinn. Wat das 2 Punkten ugeht, hummer den Eindruck, dat awegkeet neicht weitergeht. Bislo hatte mar Steuergeschenker fir Besitzer, huet dat dazu gefordert, dat Wunden méier schwingle gouf neen. Wat den abordable Wohnraum ugeht, do geht der Minister Meich an eng ähnlich Richtung Stichwort Private-Public Partnership, PPP, wo schlussendlich Privatpromoteuren mat Steuergelderen Beschoss gehen, fir zu bauen, aber sie werden weiterhin hier horrend Marge machen. Mehr Steuerzahler werden hier Margen sichern. Mehr Mengen Wassersteuergelder an bezahlbaren Wohnraum investiert gehen, da soll das auch alles öffentlich gebaut oder abgekauft gehen. Zter der Rentrée sind wir auch am Gangen, dann in einem Konzept zu schaffen, den das soll ermöglichen. Planen, bauen, abkaufen, renovieren etc.
mir mengen dat het River soll sinn mam Kapitels de biselo gemerk ass mir brachen de großen Projekt den dat alles wert können erlaubben an mir werden da doch demnächst präsentieren wat de Loisdeckel ugeht. Woch hatte man wie der wëst auch eng Logementskommission zu dem Thema, wo Wissenschaftler vum Liser vum Observateur de l'Habitat hier Analysen präsentiert hunn. All Respekt für die Wissenschaftler, für die Erbecht diese lechten Zenterioen. Ich muss so ich war net den Ähnchen an dieser Sitzung, den Gefühl vu Frust verspiert huet. Gefühl vu Frust wat de Loser dem Gefühl Platz gemacht vun fir dumm gehalen ze gin sech net vun de Wissenschaftler natürlich die am Optrag vun der Regierung schaffen, méi vum Minister Claude Meich selber. Die Krudet präsentiert, die konnte zu online auch verfolgen, wann der Zeit hat. Rëm soll eng Expertgruppe geschaffen gehen, wo jiin an engem Boot geholt soll gehen, für irgendwei iwwer eng hypothetisch Mietbremse zu diskutieren nach Fedeieren zu feieren. Echtens mir fährten, dat ewe schwer dauern, Joer, 2 Joer, an da komme man so Wahlen, an da könnt neich raus. Oder et kënnt Apps raus, an da das dann den zweitens, wir werden so eng Art Fake Mietbrems hunn, der Wirklichkeit Lokatär net weiterhölle verwehrt oder de Steuerzuler muss darum berappen. Für wat Menge man dat mal ganz einfach muss ich nicht kategorisch zuen. Beim Logement as het net méiglech et schiderengem, also de Proprietären oder de Lokatären gut zu machen. Et kann den se net all glücklich machen. Et muss in den Schwa treffen. An vun denen zwee muss Aufstricher machen. Nach fir as het klo, et sind net Lokatären, die Aufstricher sollen machen. Dei gi schon genug vun den grosse Besitzer ausgequetscht. Die goufen dat schon genug an den letzten Jahren der Jahrzehnten. Es sind Besitzer, die Aufstricher Werte müssen machen, für das allgemein tun. Sie haben ganz lang, ganz gut, immens gut Bockel von der Lokatäre verdient, und das muss ein Ende kriegen. D'autant plus, dass es immer mehr Lokatäre gibt, und wir wissen noch, dass ein Taux d'effort zu Lützeburg an der ganzen Großregion den höchsten ist. Bis über 40% muss ihn berappen, für überhaupt sich können dezent zu logieren. Weder die Vierech nach die aktuelle Regierung huet de Courage de ze goen. Sie hunn all immer davon geschwat, mir muss jiin mat am Boot hullen. Wie gesot, et gi Lesungen, mir hunn so eng Proposition de loi dazu gemacht zum Loisdeckel fir bald 10 Joer. An dieser Proposition de loi, da ginn et nach immer wertvoll Elementer, déi deelweis och nach immer vum Observateur de l'Habitat erwähnt goufen an der Logementskommission, wéi zum Beispiel, dat de Kapitalinvesti soll an dabei angeschriwe gin. Mir sinn nach méi weit gange, weil mir hu gesot, die muss noch kontrolliert gin vun enger nationaler Mietkommission an och approuvéiert gin. Das ist ein Beispiel. Bleiben lo dabei, dass lo kein Pressekonferenz darüber war, aber schmengen wir können hier auch schon dann ukennegen, dass nieft dem E-Projekt, wo man so massiv planen, bauen, abkaufen, renovieren, öffentlich, dass man da etwas werden demnächst präsentieren, werden wir auch ganz offensiv vorgehen mit Proposen für eben einen Loisdeckel zu schaffen als Lützeburg, den den Lokatären wirklich zu gut kennt. Aber wir werden uns auf jeden Fall nicht vom Claude Meich allule lassen. So nicht mehr. So. Punkto Renten gesehen wir, dass die aktuelle Regierung an der Rentepolitik eine einzigartige Katastrophe aufgebaut wird, die Erbärmlichkeit und Inkompetenz nicht zu vertreffen ist. Wir fangen nun mit einem mikrischen Satz im Koalitionsakkord, dann eine breit angelöschte Pseudo-Diskussion, wo die Volk soll, was man angebunden gehen, wo aber dann zum Schluss aber nicht zurückbehalten wird. Für dann um Etat der Nation eine grosse Reform zu annoncieren, mit 5 Jahren mehr lang schaffen. Und da geht das behaupten, nee, das ist eine Stoßrichtung. Da könnt von links offeriert an der DP, von der CSV noch mehr Stoßrichtungen. Südverein hört sich Proposen. Dann braucht es eine riesengroße Mobilisation von über 10.000 Leuten auf der Straße, für das die Regierung endlich realisiert, was für Kabel sie da proposiert haben.
an dann hummer massiv zurückruderen op dat wat mal lo durchschleien hunn eng absolut klein Minireform, die as bis zu de Wahlen nach ein bisschen Zeit soll verschaffen, me aber immer noch mit der ideologischer Borneerheit weiterhin Leute zu zwingen, mehr lang schaffen zu gehen, obwohl das dem System überhaupt nicht bringt. Und natürlich weiterhin Steuerkantonen für die Leute, die an Privatpensionen investiert haben, die dann auch am Staatsbudget Werte fehlen. Als Link haben wir eigentlich kein Problem, Trenten sein Wahlkampfthema zu machen. Wir schon seit über einem Jahr als Proposen das leihen. Die goufen auch schon ausgerechnet, die sind einfach gut. Das muss ich noch mal sagen, weil das besser wie das, was die Regierung proposiert wird. Und die Positionen sind größtenteils nämlich wie schon 2012. Die Richtung, die wir angeschlagen haben, ist die nämlich mehr Rezepte zu schaffen. Und dass man das dann nicht, oder dass die Regierung das noch nicht realisiert wird und das auf den Tisch gelöscht wird, was sie dahinter gelöscht haben, das ist einfach peinlich. Und das schwert für uns, das ein Wahlkampfthema zu machen, für das andere Sujet, weil das mehr Wichtigkeit hätte, am Wahlkampf thematisiert zu gehen, aber weil wir hier eigentlich mit einer sozial gerechter Lesung das Problem könnten, lesen für uns, auf andere Sachen zu fokussieren. Was sind dann uns Proposen, die wir seit September letzten Jahr Tisch sitzen haben? Das steckt aus dem Plafond. Aktuell haben wir ein Plafond bei 5 Mindestlohn. Da fliegen ungefähr 13.500 € den Monat. Jeder, den Männer verdient, der bezahlt 8% Kotisationen. Jeder, den darüber raus bezahlt, der bezahlt, ob das, was drüber ist, nicht. Gut, keine Kotisationen. Aber wir wissen, dass ungefähr 5% von den Leuten am Privatsektor darüber leiden. Und wir schwätzen hier von einer Moyenne von 22.000 € den Monat, die Leute verdienen, wissen wir, dass da eine Partie von Leuten sind, die auf ihrem Salär gar keine Kotisation bezahlen. Und das ist für uns eine Ungerechtigkeit, eine soziale Ungerechtigkeit, wenn wir hier in einer Situation sind, wo verschiedene Leute nicht das nämlich Beisteuer widerrecht, nämlich dass der ganze Salär überhaupt nicht kotisiert wird, mir just ein Teil davon, beziehungsweise just zur Haltung davon kotisiert wird. Wir wollen diese Plafond abheben, für das Daylight, das Schüttverein, das nämlich bezahlt, nämlich 8% um ganzes Salär, ohne dass dabei Daylight, die mehr bezahlen, mehr Recht haben auf Pensionen, weil wir davon ausgehen, dass der aktuelle Limit durchgeht, für sich ein schönes Leben zu machen mit den Maximalpensionen. Und ein bisschen paradox ist, dass man als mehr, oder dass die Regierung sich mehr sorgen möchte, Daylight, die zu viel Sorgen haben, wie Mindestpensionen, wo man nicht kann, man evaluieren zu Lützeburg, und dass ihn dann denen opfordert, dass sie bei Sozialamt sollen gehen und da Hilfe sollen freuen, obwohl sie das Leben lang geschafft haben, für dann in Armut zu stehen. Aber die Regierung ist echt darüber raus, denen, die viel so haben, nicht wäsch zu holen und echt die Leute, die hier das Leben lang schaffen, zu sagen, hey, ihr könnt nach 5 Jahren oder in dem Fall aktuell 8 Monate mehr lang schaffen können. Das ist für uns einfach sozial ungerecht. Wie viel Gift denn das Plafonnement uns bringen, dem Pensionssystem ungefähr 706 Millionen €, die do giffen rankommen. Wenn man dann nach einer Mesure beirechnen, wie zum Beispiel, ob alle Elemente von der Arbeit zu kotisieren, wie zum Beispiel bei Überstunden, an verschiedene Kosten von der knapp rübersetzen bei der Stadt, zum Beispiel administrativ freien, wie Probieren für zu printen oder Material vom Büro, dann könnte man da 1 Milliarde € mehr am Pensionssystem rastierchen. Das gibt uns dann eine Aufsicherung gehen bis 2040. Und das gouf also von der IGSS durchgerechnet. Wir hätten dann bis 2040 gut kein Problem mehr bei den Pensionen. Da giffen wir 2040 oder den Dreh darunter eine Kotisationserhöhung proposieren von 3,8% auf 3,9%. Und da wären wir bis 2050 aufgesichert. Das sind über 3 Jahre, wo wir uns keine Gedanken mehr machen zu den Pensionen, aber wo wir Zeit haben, uns um andere Probleme zu kümmern, wie das Logement, wie Klimakrise. Und bis dahin wissen wir nicht, wie die Welt ausgesehen. In 3 Jahren
wir müssen Lummer nicht wie die Welt nächstes Jahr ausgesehen wird, ob Donald Trump der Friedensnobelpreis wird kriegen oder nicht. Vielleicht sobald der Sozialfrieden zu Lützeburg behoben hört, dann hört er wahrscheinlich direkt. Bis dahin kann noch extrem viel geschehen. Wenn wir als Proposen umsetzen, dann haben wir auch der Jugend ein Fehldeal gemacht, nämlich dass sie da sich keine Sorgen machen müssen, mehr dass man dann als unter Logement können setzen oder eben auch unter Arbeitskonditionen, die mehr und mehr schlimm gehen, die mehr und mehr katastrophal zu Lützeburg sind, an dafür geben wir Stand und Macht auch gehen für darüber probiert zu sein. Ja, merci André, Caroline, David, dass viel Stoff ob ihr Cope mir der Tour auch dummer dazu dienen, dass man sowohl an den letzten 12 Monaten wie auch an den 12 Monaten bei uns kommen, viel Stoff für uns tun. Und das, was wir eigentlich nicht wollten, heute zum Ausdruck bringen, ist, dass wir Antworten haben auf die dringend Fragen an unserer Gesellschaft. Sie wird internationalen Plan, sie wird Plan vom Logement, sie wird Plan von der sozialen Sicherheit oder von den Arbeitskonditionen. Und Carol hat an seiner Intro gesagt, wir sind eine Kraft, die mengenisch et fertiggebracht hat an den letzten 12 Monaten, aber eine Regierung für unsere Schienen hier zu treiben. Und das will man mit dem Wand am Rick, den wir einfach verspieren, auf all den Niveauen, sie wird Sondage, sie wird Members Beiwurs, will man auch weiterführen. Und den André also ganz lange bei Proposen ergangen zur Pensionsreform, die nach immer gültig sind, die noch immer richtig sind, an die noch werden an Diskussion weiter treiben. Mit Munlo ganz kürzlich festgestellt, dass es einen anderen großen Chantier gibt, und das ist die von der Gesundheitskäse, die riskiert defizitär zu gehen. Die Regierung hält nur eine Mesure gibt für EU enker 39 Millionen Euro mehr. Hat man da das strukturelle Problem, wie auch bei der Rentendiskussion nicht gelöst. Und noch heute, wir haben das ausrechnen los von der IGSS, was given die Plafonnement bringen. Es gibt über 300 Millionen Euro für die Gesundheitskäse bringen. Und da will man eine komplett andere Diskussion. Da will man der Diskussion, die man wirklich gerne feiern, die man müsste feiern, nämlich die Ausweitung von den Prestationen. Das heißt, unser Gesundheitssystem mehr stark machen, wo dann auch über Saläre schwätzen, sowohl von Doktoren wie von Infirmieren, aber von allem die Ausweitung von der Prise en Charge von unserem Gesundheitssystem. Wir werden auch da an relativ kurzer Zeit mehr im Detail, ob als Proposen, ob als Ideen angehen, die am Gegensatz zu dem, was die Regierung am Moment präsentiert, mengnisch wirklich wesentlich mehr kohärent ist. Und da sind wir auf dem Sujet, den uns als Link natürlich fundamental beschäftigt, das Sozialsicherheit. Das ist auf dem Niveau, wo die Attacken für allem gelaufen sind an der Vergangenheit, die auch dazu geführt haben, dass 25.000 Leute auf die Straße gegangen sind. Die Anti-Salariatsmesuren, also Mesuren gegen die Leute, die schaffen, ob das Kollektivverträge sind, Deregulierung von den Arbeitszeiten oder eben eine Rentenreform. Die schaffenden Leute sind ständigen Attacken ausgesetzt an das, wie Lützeburg bislo funktioniert hat, die Regierung auch vorgestellt, nämlich Grundfesten von unserem Sozialmodell. Und an der Zeit, wo dann effektiv gestern nach Chambre des Salariés ihren Panorama sozial präsentiert wird, dass dem klar geht, dass Lützeburg Nummer 1 ist an Europa, was Leute angeht, die, obwohl sie Arbeit tun, dem Armutsrisiko ausgesetzt sind. In dem Kontext wird dann ein Plan de lutte contre la pauvreté angekündigt, und gleichzeitig wird das, was Backbone von unserem Sozialstaat ist, nämlich Sterbest, immer weiter angegriffen und immer weiter prekarisiert. Dürfen als auch eng von unseren Prioritäten, die wir an den nächsten 12 Monaten in Form von Gesetzestexten, von Gesetzesproposen wollen präsentieren, in Form von ausgerechneten Modellen, zum Beispiel ein Gesetzestext über die Plattformarbeit. Wir haben schon in der Prozedur, wir probieren ihn noch weiter anzupassen an die Debatte, die die Regierung nicht will führen, nämlich da, wo die Arbeit extrem prekarisiert ist, für die auch an die Chamber zu feiern. Wir werden Interpellationen aufrufen zu den Arbeitskonditionen am Kommerz.
Regierung schwätzt just vu Flexibilisierung. Mit Flexibilisierung am Ende von den Patronen. Was bedeutet das für die Leute, die am Kommerz schaffen? Wir werden dort eine Interpellation fragen, und noch du vielleicht einen anderen Take versichern anzuhüllen, an dem man nämlich Stimmen von denen Leute, die schaffen, versichern an Chamber zu bringen. Dasselbe gilt über l'enseignement gibt ganz viel gestaltet. Mal eine Interpellation auch durchgestaltet über die Arbeitskonditionen von den Leuten, die am Enseignement schaffen. Und das geht weit über das raus, wie DDR gestern probiert hat zu machen, Alphabetisierung auf Französisch, was ein Projekt für sich ist. Aber wo einfach muss sagen, haben wir überhaupt Konditionen gehen, für das Leute können, die diese Solle machen, in ehrbaren Konditionen können durchzuführen. Das heißt, Arbeit, Sozialsicherheit, Logement sind weiterhin als Prioritäten, aber wir werden das, wie wir auch an den letzten 12 Monaten gemäht haben, mit konkreten Texten, konkrete Rechnungen, probieren die Regierung weiter in Druck zu setzen, und da da mengenisch auch maßgeblich die Oppositionsarbeit beeinflussen, an hoffentlich an eine Richtung drücken. Wie wir so gesehen haben an den letzten 12 Monaten, die Regierung auf ganz viele Pläne muss von ihrem extrem neoliberalen Kurs zurückweichen. Das will ich abhalten. Man werden natürlich auch die Kampagne rund um Recht, Freiheit von den Frauen für aufzutreiben, für das in Verfassung zu setzen, weiterführen. Es sieht im Moment gut aus, dass ein Text ugeholt ging mit 14 Stimmen an der Institutionenkommission gegen Engstimmen, aber den ersten Wort ist noch immer nicht geholt. Wir werden bis dahin auch mit den Assoziationen weiter dafür militären, als weiter dafür engagieren, an ein gesellschaftliches Klima probieren herzustellen oder mit herzustellen, was den enormen Tsunami, den an Europa und auf der Welt gesagt, ein Wandel für Resistenz entgegenzusetzen. Merci.